Dann ein weiteres Missverständnis, wo ich auch ganz oft mitbekomme, oder wo man so ein bisschen falsche Vorstellung davon hat. Das Musikbusiness an sich, oder die meisten Jobs im Musikbusiness sind kein Ego-Spiel, wo du einfach in deinem Kämmerli für dich alleine kannst spielen, sondern das Musikbusiness ist auch unter anderem ein People's Business, sagt man dem so ein bisschen. Das heisst, man hat sehr oft mit Menschen zu tun und ist sehr auf so ein «Spürst mich, fühlst mich» Business ausgelegt. Darum eher nicht davon ausgehen, dass man da jetzt im Alleingang alles kann reissen, ohne dass man mit anderen Leuten gross zu tun hat. Vor allem, weil man halt auch mit Künstlern und Künstlerinnen schafft und Künstler halt von Natur aus auch sehr eher sensible Menschen sind und man da auch ein bisschen ein Feingefühl oder auch ein starkes Bewusstsein für Empathie muss haben und auch Verständnis in vielen von diesen Situationen. Weil das ist halt nicht etwas, wo jetzt als Arbeitnehmer oder wenn man jetzt an der Seite von Künstlern würde wollen schaffen, dass man da gross irgendwie sein eigenes Ego soll mit ins Spiel bringen oder das Gefühl hat, man kann jetzt da eben alles alleine reissen, ohne ein Team oder so. Der Osei 6 ist auch noch da. Das ist nämlich nicht. Also es ist sehr auf People's Business driven, müsst ihr euch vorstellen. Man hat ganz viel mit Menschen zu tun und Emotionen da dahinter. Und alle, die so ein bisschen Interesse haben, sage ich mal, und businesstechnisch einen Einstieg wollen ins Musikbusiness finden, egal mit welchem Beruf, denen rate ich nur, dass man halt wirklich verständnisvoll und sage jetzt nicht einfach, dass weil es cheesy tönt, sondern einfach mit ganz viel Verständnis und Geduld und auch Empathie an die Sache muss angehen. Und ich sage mal so, wenn man jetzt das Feingefühl so ein bisschen das emotionale Feingefühl von einem Toastbrot hat oder so, dann ist vielleicht die Musikbranche nichts für einen. So, weil das ist nicht wirklich eine Branche, wo du mega vorankommst, wenn du jetzt eben die emotionalen Gegebenheiten von einem Stück Holz hättest. Es ist sehr auf Empathie aus, sehr auf Gefühl, sehr auf «Spürst mich, fühlst mich». Und man muss halt können auch gut mit Menschen umgehen, generell. Ob man jetzt intern in diesem System schafft oder halt einfach mit Künstlern, mit diesen Künstlern und Künstlerinnen zu tun hat. Genau.